So, hallo. 1947, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, war das natürlich kompliziert mit der Kirbe. Aber die Wirte haben sich alle Mühe gegeben, um den Gästen was auf dem Teller bieten zu können. Das war noch vor der Währungsreform. Es gab auch noch Lebensmittelkarten und dementsprechend war das alles ein bisschen schwierig. Um schlachten zu können oder zu dürfen, musste man haben, erstens ein Schwein. Zweitens eine Genehmigung vom Amt, den sogenannten Schlachtschein. Es musste die Personenzahl im Haushalt angegeben werden, sonst musste eventuell Fleisch abgegeben werden. Dann hat man gebraucht einen Metzger mit Geräten zum Metzeln und viertens einen amtlichen Fleischbeschauer. Es gibt jemanden, der hat es mir erzählt, die sagt, ach, wenn der Schwarzmarkt nicht gewesen wäre, dann hätte man es echt schwierig gehabt. Aber im Tausch war einiges möglich. Verwandte konnten ein bisschen was besorgen. Und weil es keine Gefrierschränke oder Gefrieranlage gab 1947, musste alles immer nach Verbrauch frisch gebraten werden. Manchmal musste die Gäste 2 Stunden warten, aber die waren eisern. Wenn es das erste Mal nicht geklappt hat, dann hat man einen zweiten Anlauf genommen oder man ist so lange in ein anderes Wirtshaus gegangen, hat dort getrunken und dann ist man wieder gekommen, wenn ein Platz frei war. Man hat also einen Schweinebraten mit Speck und Schwarte gebraten. Dazu gab es dann Kartoffelsalat und Feld- oder Endiviensalat aus dem eigenen Garten und vielleicht sogar ein Stück Brot dazu. Der Bockbraten, der konnte von Rind, Kuh, Schafbock oder ähnlichem stammen und wurde ähnlich zubereitet wie heute ein Sauerbraten, ein Burgunderbraten mit Rotwein und vorhandene Gewürze oder vielleicht auch einfach als Rinderschmorbraten, egal was, man hat es Bockbraten genannt. Soße hat man mit Zwiebeln gemacht. Dazu vielleicht Tomate aus dem eigenen Garten, die hat man passiert und in Sprudelflasche mit Bügelverschluss eingedünstet gehabt. Und mit den eingemachten Tomaten konnte man also auch die Soße ein bisschen verfeiern. Frische Tomate gab es damals nicht, weil der Einfuhr und Handel mit den Nachbarländern einfach noch nicht in Schwung gekommen ist. Und es gab auch keine Transportmöglichkeiten mit LKWs, Bahn, Flugzeug oder weiter. An der Kirbe hat man natürlich Wein getrunken, Bier hat so gut wie nicht gegeben. Und weil die Wengerder aus Ottmarsheim noch in keiner Genossenschaft waren, hat man die Weine von den ortsansässigen Weingärtner aufgekauft und dann in der Wirtschaft an der Kirbe ausgeschenkt. Der Küfer Lang hat die zum Beispiel abgepresst und bei dem konnte man es dann kaufen. Und so gab es an der Kirbe Fasswein vom Vorjahr und eventuell neue süße Wein vom Herbst. So viel für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst es euch schmecken. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.